ist dann schon ganz nobel, wenn aus dem weißen Samttäschchen kommt dann quasi der schwarze Brausekopf raus. In Sachsen nennt man das Schlottenbürste. So schaut Qualität aus. Und wenn sich jemand was dabei gedacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Der Lagerist hat das brutal angeschaut. I'm talking about hellfire. Oh, hellfire. Yeah, hellfire. That's where I'm Was machen wir denn heute? Heute haben wir die Grohe. Mattschwarze Armaturen einbaut von Grohe aus der Grohe Colors Kollektion. Die neue Color-Kollektion haben wir heute verbaut. Wo ist denn der Chef? Der Chef, der fährt gerade seinen Sohnemann in den Kindergarten. Der kommt gleich wieder. Ich war erstmal alleine, weil der Chef halt noch was Wichtiges zu tun hatte. Dann bin ich gekommen, es waren natürlich schon alle bereit. Haben wir es auch mal geschafft. Chef, wie schaut's aus, können wir fahren? Der Luki ist gerade draußen, sucht einen Wasserschaden oder soll einen Wasserschaden suchen und dann weiß die Kundschaft nicht mehr, was gestern mit der Versicherung geredet hat. Darf man jetzt kommen oder darf man nicht kommen? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, okay, gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Heizungsbauer bin oder nicht. Vielleicht bin ich ein Bäcker oder Metzger oder irgendwas. Wir haben halt mattschwarze Armaturen einbaut von Grohe. Ja, aber wir können uns das ja mal angucken. Schwarz matt, wunderschön. Hier am Duschschlauch sieht man es zum Beispiel. Wunderschön, wunderschön Black Edition. Richtiger Ausdruck ist quasi Phantom Black. Ja, Bauernsprache, Handwerkersprache. Das ist ein mattschwarze, das glänzt ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Der Lagerist hat das brutal angeschaut. Das habe ich noch nie eingebaut, sowas. Die ja nicht. Echt nicht? Also die noch nicht. Die darfst nämlich du halt montieren. Allein. Michel, nee. Allein. Nee, das schaffe ich nicht. Ach so. Alter Verwalter. Geil. War sehr spannend, weil es für mich halt das erste Mal war. Ne? Das ist Hightech WC-Bürste. Scheißbürstenhalter mit dem Glas und außenrum auch das mattschwarze. In Sachsen nennt man das Schlottenbürste. Fisch? Eine Schlottenbürste. Groß. So wie der Matze. Was so schwer sein muss. Das Sanitär und Brauchen ja noch einen Fliesenbohrer und einen Staubsauger. Dann bereite ich die ganzen Werkzeuge vor, den Staubsauger, Abdeckmaterial. So, dann schauen wir mal. Hier stehen unsere ganzen Baustellen, die wir haben. Also Baustelle Huber. Das ist eine Baustelle. Also für jeden Kunden gibt es hier so ein bisschen einen Fleck, Station Meier. dass jeder Monteur das dann irgendwie nicht klein nehmen kann, dass er nie umeinander suchen muss. Ja. Das ist der Staubsauger und das ist der Fliesenbohrer. Servus! Und jetzt ziehst du dich erstmal aus. Zieh ich mir erst einmal aus, genau. Heute lerne ich einmal wieder, was meine Leute da draußen jeden Tag leisten. Müssen wir erstmal Wasser abdrehen. Also erstmal Wasser absperren ist ja ganz wichtig. Ne? Nicht, dass wir da irgendwas abschrauben und dann dort das ganze Bad unter Wasser steht. Drehen wir mal Formzähler ab auf jeden Fall. Jetzt haben wir da eine andere Marke und dann haben wir jetzt quasi Grohe rein. Fangen wir auf jeden Fall mit dem an, weil das ist. War ich ein bisschen skeptisch am Anfang, aber dann lief es eigentlich ganz gut. Das interessiert mich jetzt. Da will ich mich jetzt reinfuchsen mit dir. Und ich muss noch schnell. Mats ist schon richtig fit eigentlich in unserem Job. Ja. Auch, warum? Auch wieder, weil er Bock drauf hat. Wenn ich jetzt keinen Bock dazu gehabt hätte, hätte ich mich unten mit Mario hingesetzt und einen Kaffee getrunken. Da lernen wir halt wieder dazu. Ich schaue mir das mal jetzt mal kurz an. Quereinsteiger, absoluter geborener Handwerker, fachtechnisches Denken, hat Bock drauf, zieht es durch, fertig. Matze macht das auf jeden Fall, 100%, ich vertraue ihm da. Ich bin schon leicht im Bild. Ah, okay. Ich kann mir schon vorstellen, wie es montiert wird. Kommt man in den Flow rein, dann beschäftigt man sich damit und dann läuft das eigentlich von ganz alleine. Da steht dann drin, sehr geehrter Herr Klatt, das ist die Armatur, die Sie montieren müssen. Dann geht's halt los, ne? Demontage der alten Armaturen. Das tun wir jetzt alles wegmontieren. Oh, schon ein älteres Modell. Die müssen auch ausgetauscht werden, ja. Da schneidet man hier so ein bisschen Silikon ein. Und dann hat auf der einen Seite der Michi gearbeitet und ich auf der anderen Seite. Ich habe mich jetzt quasi überreden lassen dazu, dass ich nicht die ganze Zeit zuschaue. Dramatisch.
schönen Schreiber draus. Da hat jemand beim Montieren vom Brausehalter, schon her, hat da jemand mitgedacht und hat in das Loch hinten, wo er Bohrt hat, hat er Silikon eingeschmiert, dass kein Wasser nicht reinlaufen kann. Kann die gewesen sein. Anrauen, aufhampfen. Hab die Z-Anschlüsse vormontiert bei beiden Armaturen, Dusche wie Badewanne. Diese Z-Anschlüsse, ja, die in die Wand reinkommen, wo die Armatur drauf gesteckt wird. Kommt das dann da rein Ja. und das muss halt gerade sein. Ja. Und das macht der Klatti jetzt. Silikon jetzt ja schnell die Länge dazu. andere, oder? Falls wenn in 30 Jahren die Mooskumme dicht und undicht wird, dass wir quasi noch Schwarzkugler Backup-Sicherung drin haben. Mittlerweile dauert es manchmal ein bisschen, bis ich den nächsten Schritt oder den übernächsten Schritt dann quasi wieder drin habe, weil man macht es ja jetzt nicht mehr technisch. Das ist wie wenn du einen alten Bullock hast, da wo es dann wieder. Und dann geht es halt langsam wieder los. Das heißt, das ist die graue Ranger Smart Control Armatur. Ich habe so eine noch nie verbaut, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Aber erstens, die Anleitung ist geil und zweitens super easy, weil du machst die Blenden runter, da steht auch alles dabei. Da habe ich andere Armaturen schon mal montiert, auch, so große mit so einer Ablage, die ausschauen wie die da. Und dann haben die diese Montageplatten nicht gehabt, also mit der Platten bist du ja im Grunde genommen ist ja die Armatur schon fast fixiert. Wo ich halt extrem überrascht war, so eine ähnliche Armatur habe ich quasi schon mal verbaut. Da habe ich damals ein bisschen ein Problem gehabt mit der Befestigung, weil die nur auf die Anschlüsse gehängt ist und da ist halt so eine Montageplatten dabei. Jetzt aber. Das ist Qualität. Ja. So schaut Qualität aus. Und wenn sich jemand was dabei gedacht hat. Die baust du hin, dann schraubst du quasi die Gegending dazu und du kannst das sogar noch an der Wand festbohren. Jetzt müssen wir es an den 2 Punkten noch festbohren. Dann zieht es richtig schön hinten. Und da kannst du dann ein Auto drauf aufhängen, das ist ja Wahnsinn. Aber die hat sich ja gar nicht mehr bewegt heute. 40. Und jetzt drehe ich die auf Wasser. Na, also dass die auf der gleichen Höhe sind und so gleich sind. Und los. Vielleicht schaffe ich es. Mit dem Auge eingerichtet. Irgendwann hat man so einen Blick dafür. Bauen. Stark. Dann brauchst du quasi die Armatur, auch wenn du mal irgendwas reparieren oder austauschen musst oder die Kartuschen tauschen, musst du die Armatur nie wieder da hinten wegbauen. Sondern die bleibt einfach an der Wand drauf. Den Umsteller, wenn du einen drin hast, hast du gleich da, kannst ausschrauben, kannst sauber machen, wo du bei den anderen Armaturen irgendwie umeinander tun musst, dass du reinkommst. Bei der wirklich super gelöst. Oder halt dieses Thermoelement, wo du halt die Temperatur einstellst. Und dann machst du die Blende weg und kannst direkt quasi Wartungsarbeiten durchführen. Das ist praktisch, oder? Das ist richtig geil. Du steckst das jetzt quasi hinten auf die Anschlüsse drauf, schmierst das vorher mit Armaturenfett ein, steckst das drauf und schraubst das dann mit dem Imbus einfach rein. Fertig. Kunde traut uns auf jeden Fall viel zu. Kriegen wir einen Plastikbecher. Oder wenn man selbst als Handwerker mal einen Schrank aufbaut, den man aus dem Möbelhaus holt, ja, da ist ja eine Anleitung dabei und das sollte man halt können. Ne? Ist es wichtig, dass man auch immer so selten deppert schaut, wenn man bestimmte Sachen. Da gibt es eine spezielle Theorie. Zu mir hat einmal ein Trainer gesagt, Schwarzkugler, du schaust nie so aus, als wenn du dich wirklich anstrengen würdest. Also du strengst dich wahrscheinlich schon an, hat er gesagt, aber schau halt dann wenigstens einmal so. Da ist wirklich was dran. Da ist sogar am Schrott noch was verdient bei der Duschstange. Bei einem Schlauch bauen wir wohin? Den langen in die Dusche, den kurzen in die Badewanne. Und das ist dann schon ganz nobel, wenn aus dem weißen Samttäschchen kommt dann quasi der schwarze Brausekopf raus. Das schaut schon richtig geil. Ich glaube, den montiere ich gar nicht. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit heim. Fällt dir das? Ich mag ja gern Fertigmontage, weil das heißt ja immer, du machst was quasi Was dann so bleibt. endgültig schön.
Zählst du auf eine Leberkasse mit? Alle gehen immer. Ja, da gab es heute vom allerfeinsten Leberkas. Ich bin jetzt müde. Ah ja, haben wir gut gespeist. Komm, ich kann mehr bewegen. Gut. Gut. Bitte Michi seinen Zollstock geben, das mein. Die haben ja mega schlau, habe ich gesagt. Die kannst du ja auch noch mal verschieben. Eine Brausestange, die matt schwarz lackiert ist, aber das macht natürlich schon was her. Super, Michael. Ein Akkuschrauber wäre schon nicht schlecht, gell? Schöner Handtuchhalter, ne? Ja, designmäßig schön. Jetzt bauen wir mal Waschbeckenarmatur ein. Mir gefällt die ganz gut. Ich finde vor allem den Auslauf recht schön, weil das einmal was anderes ist. Und so weich. Grüße gehen raus, oder wie? Grüße gehen raus ins Allgäu. Michi, geile Erfindung. Also ohne den war ich tatsächlich oft wieder aufgeschmissen, weil früher hast du halt da bastelt. Siehst du? Ja. Plupp. Und tschüss. Ausgedient. Und das Harnloch schön sauber. Aber das ist ganz normal, weil du passt ja nicht immer die Armatur raus und putzt dann quasi da drunter halt die Ablage. Das macht man ja nicht. Da wird hier simultan gearbeitet. Geht das? Ja, okay. Wird das schon fest? Also ich bin fertig mit dem Klopapierhalter. Schön, ja? Wir haben jetzt quasi das Bad von verchromt in matt schwarz umgewandelt. Ja, und so kannst du es halt in jeder Farbe stellen. Bronze, Gold, Silber, Edelstahl gebürstet, matt schwarz, schwarz, wie auch immer. Also das ist halt geil. 10 Farben. Und das war halt Phantom Black. Also meins wäre das Edelstahloptik. Wäre für mich die Matt-Edelstahloptik. Wäre für mich wunderschön. Das gefällt mir. Da findet jeder was. Ein cooler Tag, einmal wieder draußen gearbeitet. Das ist so das, was mir hin und wieder ein bisschen fehlt. Aber wenn du halt so eine Fertigmontage machst mit deinen Kollegen, mit denen du ja dann eigentlich mehr Zeit verbringst, als mit deiner eigenen Frau. Weil den Armaturenschluss, also du kennst doch den blauen Koffer, oder? Das ist grau-blau Koffer. Blau. Der eine Koffer, den ich halt auch verliehen habe, wie man sagt, Leute, verleiht halt nicht immer unser Werkzeug und vergesst es dann, dass ihr es verliehen habt. Servus. Herr Lucke, du, Servus. ich brauche ein Werkzeug von dir. Von mir? Mhm. Okay. Sanitärwerkzeug, den blauen Koffer. Und dann ist der Spruch gekommen. Ja, Chef, das war doch dein Ding. Was haben wir? Haben wir da? Der war die ganze Zeit schon da. Ja, wir bauen uns heute einmal hier im Bad komplett ein und das nächste Mal fahren nur wir zwei auf die Baustelle. Bitte?